Du stehst gerade an enger Schlang für enger Kreuzung mat rote Luchten, da willst natürlich so sehr wie möglich Viro kommen. Et gëtt gering, den echten Auto an der Reihe geht Gas, du nur einen anderen. Du kannst in den Tour, wie soll das ernst sein? Du das schon am Rot und denkst dir, während Auto und allmann nie losgefuhr, wärst du mal durchkommen. Solange aber Menschen Gefährer steuern, ist das kompliziert. Mit all unterschiedlichen Reaktionszeiten, fuhren mehr gemütlich oder mehr sportlich, sind direkt auf Zack oder aufgelenkt. Koordiniert Lastfuhren unmöglich. Das nicht koordiniert Lastfuhren limitiert natürlich die Zahl von Autos, die bei einer Geringphase über die Kreuzung kommen. Es entsteht mehr Stau, der Stau weist bis auf die nächste Kreuzung zurück, auch schon aus der halben Stadt blockiert. Generell kann ich sagen, mehr Kreuzungen führen zu mehr unkoordiniertem Trafik, was mehr Stau und Seefluss mit sich bringt. An anderem dafür gehen Autobahnen gebaut. Sie haben keine Kreuzungen, keine roten Luchten und ermöglichen mehr flüssigen Trafik. Keine Stoppen und du hast auch keine Probleme mit der Koordination. Das klingt in der Theorie auch ganz gut. Aber auf den Plätzen, wo viel Suchttiere an Abfahrten oder Autobahnskreuzer sind, können das Koordination eine spielen. Wollen wir mal als Beispiel eine einspurige Straße ohne Kreuzung und rote Luchten. Den Trafik ruht ganz normal, bis es dem Neist in der über die Straße läuft. Du musst bremsen, die Autos haben dir natürlich auch. Wenn du von der Bremse mehr stark wie nötig, auch schon steht der ganze Trafik nicht. Der ist schon lange nicht weitergelaufen, mit der Stau auf der Straße ist noch immer da. Das nennt ihn dann einen Phantomstau. Das nicht geschieht, keine Chance den 100 und trotzdem staudet. Das ist genau das, was geschieht, wenn da während Stunden am Stau steht und ich denke, das wäre ein schlimmer Accident geschieht. Auf einmal fängt das nicht so mit rollen, der Stau lässt sich löser ab und die könnt weiterhin keine spezielle Grund ausmachen, wieso den dann überhaupt entstanden ist. Die stimmt eben just an einem Phantomstau und der, was ein Auslöser war, ist schon lange bei seiner Familie am Busch. Dieser Phantomstau bewegt sich weiter. Es kann immer einer Schlange vergleichen, die sich durch den Verkehr frisst und löserlos die Straße abkriegt. Sie ist das Auto und dann schießt sie raus. Ein anderes Beispiel, wenn an einem Kreisverkehr mit einer Spur ein Auto bremst, verursacht ihnen unendlich Stop and Go. Auch da, wenn eigentlich überhaupt nichts auf der Straße hindert. Weder aber sieht für ihn schön gleichmäßig mit der nämlichen Vitesse, mit genug Aufstand, da können nicht zu den Stauwellen. Mehr das kriegen wir aktuell nicht hin. Noch ein zurück bei als Beispiel mit der Schlange. Die Schlange weist von dort mehr sehr von hier gehen, wenn es ausgeschieht gehen. Die Schlange geht aber mehr lang, wenn sie mich schnell nicht ausgeschieht gehen, wenn sie gehen. Also sie stirbt von der letzten Auto Gas geht, ihr das die nächste muss aufbremsen. Auch bei so mehrspurige Straße brauchen wir keine Idee, weil die Straße läuft, wie der Phantomstau entsteht. Da geht es schon durch, dass eine Spur wechseln möchte und die Autos haben nicht genug Aufstand in einer Nägel losholen, für das Trafikschlang zum Leben erwäscht wird, auch schon mindestens über eine längere Zeit ist Stop and Go bei der Straße. Es sind so sehr Spurwechsel, die Autos haben zum starken Bremsen zwingen und eine Kettenreaktion auslösen. Du weißt, die Lesung doch so einfach. Wir können die Schlange an ihrer Küste lösen, weil wir als gewöhnlich noch als Fuhrweis ändern. Das heißt, immer und überall genug Aufstand zum Gefähr für uns lösen, an dem wir nicht unter Stoßstange pushen. Du machst verhindern wir erstens Accidenten, und wir wäschen die Schlange nicht zum Leben, falls die für stündlich bremsen muss.